against the world. Da, gut. Hallo zusammen, ich bin Captain Head. Willkommen zum 6. Podcast. Zum Thema Kampfhund, ja, von Schlusszeichen. Hey Joya. Wir machen es so, wir haben jetzt in der nächsten Stunde, 1,5, haben wir das Thema, das wir diskutieren. Wir haben in den letzten paar Mal, eben die letzten 5 Mal, haben wir das genauso gleich durchgezogen. Wir diskutieren ein Thema. Ihr könnt jedes Mal gerne reinjoinen. Kommt in Discord rein. Ich gebe da noch schnell den Command. Discord. Könnt ihr da reinjoinen. Ich komme in die Wartekanal, gebt uns noch schnell kurz Bescheid. Und dann hole ich euch rein. Und dann können wir dann gerne diskutieren miteinander. Wie gesagt, Thema Kampfhund. Ich habe heute einen Gast dabei, der selber einen hat. Das ist ein Kollege von mir, der Gaudamann. Ich hole dich jetzt schnell rein. Ja, kannst du noch ein bisschen links. So. Gut. Eminem. Aha, Eminem. Ja, gut. Kannst du dich... warte schnell, bevor du dich da noch vorstellst und so weiter. Der Rocca ist natürlich auch noch dabei. Der wird mich doch ein bisschen unterstützen bei der ganzen Sache. Als Ausländer kennt ihr ja sowieso aus mit... Ich kann auch gerade Standbild empfangen. Okay. Jetzt kann ich mir überlegen, ob es bei mir war oder am Stream. Nein, jetzt ist gut. Schräg. Also es hat eigentlich nichts gewesen. Also ich habe keine Anzeige, keine Drop the Frames. Ah doch, ich habe ein paar Drop the Frames. Komisch. Wie auch immer, der Rocca ist dabei. Er wird mich da unterstützen, was in der Diskussion. Hat einer von euch den Hund dabei gerade? Der Hund dabei? Hast du Ja, den kann Hund er gerade dabei? zeigen? Guti. Ja, ich kann den Hund rufen. Das ist kein Problem. Mach mal. Nala! Komm! Wenn du dann schon, oder? Komm zu Papi. Ja. Noch ein bisschen aufheben. Ist Noch ein wer bisschen ist er? aufheben. Sie. Sie. Noch ein bisschen rauf. Geht das? So, ja genau, perfekt. Ja. Hure schön, Mann. Ja, man sieht es halt jetzt nicht so gut, aber... Nala! Hoi! Nala! So, jetzt sieht man es. Das ist also eigentlich ein Gast. Genau. Gut, Nala. Merci, dass du dabei schön, bist. Mann. Ich gehe schnell sonst meine rufen. Mal schauen, ob der kommt. Wenn man nur 10 zeigen und gut ist. Der ist mega schön, Mann. Wie schwer ist er? Gudi? Sie ist etwa 12 Kilo schwer. Sie. 12 Kilo, okay. Ich habe mal einen getroffen, der hatte so einen Rottweiler, glaube ich, gehabt. Der ist irgendwie bis zu 60 Kilo geworden. Hey. Und Das dazu mal kann bin ich gut selber etwa 65 gewesen. Komm, Gara her. Das ist hure heftig. Und das ist meine da. Oh, nice, Ass-Shot. Schau dir das an. Ist die gleiche Rasse übrigens. Sind die genau die gleichen? Ja, ist die gleiche Rasse. Was ist denn genau die genaue Rasse? Ja, das kommt gerade. Ich tue sie schnell wieder zurück. Ah, okay. So geil. Hast du die Auftritt? Nala! Danke. Also, runter. So. Ja! Kannst du mich schon bei Rasse nennen? Hi MJ. Also. Hi Sonny, hi Jaya und Emily. Also. Das war übrigens Ist die Gara. Emily drauf, Ja, genau. Das war übrigens Gara bei mir. Und das sind beide Hunde sind Staffordshire Bull Terriers. Kann man noch ein bisschen runtergehen? Wie heißt das? Stafford? Ich zeige dir gerade das Bild. Hast du gesehen. Ja, eben, wenn wir jetzt bei Kampfhunden sind. Noch rauf, komm rauf.
so ist gut. Er will Titty-Shot machen. Also, Staffordshire Bull Terrier, der sieht so aus. So eine kleine, bullige Rasse. Das hat jetzt wie im Goodie ausgesehen. Genau, also jetzt habe ich extra so ein Bild ausgewählt, das ein bisschen so Nala-mässig aussieht. Zum Thema Kampfhund, das ist alles immer in Anführungs-Schlusszeichen Kampfhund. Ich komme dann nachher drauf wegen dem Begriff Kampfhund. Es gibt dann nachher halt noch Amstaffs, das ist ein American Staffordshire Bull Terrier. Der sieht etwa so aus, sieht ähnlich aus, einfach ein bisschen grösser. Der hat, glaube ich, einen Kollegen, ich bin aber nicht sicher. Und Bull Mastiff, also das sind alles Listenhunde, die sind alle auf der Liste in der Schweiz. Das ist auch so ein Monster. Nachher, die kennen wir halt ein bisschen besser, der American Pitbull Terrier. Einfach der Pitbull halt, den man kennt. Der Bull Terrier Das ist so kennt den Standard. Standard Pitbull. Ja, genau. Also ja, der Standard Pitbull gibt es ja nicht, das ist ein Mischling. Nachher der Bull Terrier, den kennen wir auch, das ist jetzt ein Miniatur-Bull Terrier, es gibt auch normale. Und nachher der Klassiker, der Rottweiler. Das ist so das. Ja, genau der. Der Rottweiler ist so der, wo man da wahrscheinlich neben Pitbull in so Hip-Hop-Videos und weiss nicht was gesehen haben, wo man bellen und so. Als Deko. Genau. Gut, also meine erste Frage an Gudi. Ja. Wieso ein Kampfhund? Ja, für ein Schlusszeichen. Wieso hast du nicht jetzt irgendwie einen Dackel genommen oder was auch immer? Oder einen Golden Retriever? Das war eigentlich ganz einfach gewesen. Wir haben, du hast ja die Möglichkeit, die Daten, die du hast, zum Beispiel wie du wohnst, wie du das Ganze wie du leben, kannst du im Internet eingeben und das Internet spuckt dir blöd gesagt deine bevorzugten Rassen aus. Und dann sind wir auf Staffordshire Bull Terrier gekommen, weil die haben eigentlich die soziale Ader, die wir eigentlich gesucht haben bei einem Hund. Und ja, sie haben echt witzig ausgesehen und haben gesagt, komm, wir gehen mal schauen. Dann sind wir bei der Zucht in Basel, also Langenbrück, sind wir schauen und haben müssen sagen, das ist die beste Rasse, die wir hätten können nehmen, ja. Also du hast es nicht von Anfang an den wählen? Nein, das war nie eine Entscheidung, gewesen, dass wir einen Kampfhund klischeehartig haben wollen, weil wir nicht einen Kampfhund haben, sondern wir haben uns eigentlich nur auf die Rasse konzentriert, in dem Sinn, dass wir gesagt haben, wir haben gewisse Sachen, die wir müssten erfüllen, der Hund, dass er in eine normale Wohnung rein mag, und das war eigentlich der Grund gewesen. Und die haben da so ein also was haben die gemacht? Irgendwie so eine Umfrage oder Nein, was? es gibt im Internet so Dinge, da kannst du eingeben, du kannst irgendwie eine Stunde pro Tag mit dem Hund beschäftigen zum Beispiel, oder irgendwie, ob es jetzt ein Familienhund sein oder irgendwie ein Sportbegleithund, bla bla bla, da kannst du alles so Eigenschaften eingeben und dann nachher am Schluss schlägt er dir nachher 3-4 Rassen vor. Also das ist so eine Seite, die das macht. Ja, es gibt sehr Und viele die Seite Seiten, hat nachher am Gut in dem Fall die Rasse vorgeschlagen. Genau, also mehrere Rassen, und ich bin einfach bei dieser Rasse bleiben hängen, weil ich gefunden habe, das passt am besten zu uns. Was Und heisst zu da- uns? Also zu mir und zu meiner Partnerin, oder? Wegen Ah, der so, Zeit, okay. wie viel Zeit das wir haben Ja. und ob das so möglich ist mit der Wohnung, die wir haben, von der Größe. Du gehst alles an eigentlich, oder? Ja. Das Internet tut dir eigentlich quasi, also die Seite hat dir angezeigt, was möglich ist. Ein Beagle wäre jetzt zum Beispiel auch möglich gewesen, Border Collie wäre möglich gewesen, aber im Border Collie war die Bedingung, dass du nicht viel mehr gehst laufen, oder? Also Border Collie ist ein Lassie, oder? Ja, etwas ähnliches, ja. Wir haben aber damals hat ein Kollege auch unbedingt einen wollen und der hat halt ums Verrecken ein Ding wollen, ein Husky. Und die sind ja deutlich deftig, also du musst ja hure auf die schauen. Sie sind zwar ruhige Hunde, aber die brauchen mega Action. Ja, es ist, bei denen ist es halt einfach so, da bist du am Tag 4-5 Stunden am Genau. Laufen, mehrere Kilometer, oder? Da bist du nicht einfach Hurti draussen, sondern da bist du eigentlich richtig lang unterwegs, und das ist halt einfach, die Zeit musst du dir einfach nehmen. Du kannst einfach nicht einen Hund kaufen und dann entscheiden, ob es passt oder nicht. Das Problem ist, er hat die Zeit nicht gehabt. Und nachdem er halt gewusst hat, dass er so viel Zeit braucht hat, ist er sogar fast schon bereit gewesen, Sachen, weißt, in Kauf zu nehmen. Weißt, zum Beispiel weniger zu arbeiten und all den Scheiß und bla bla bla. Und da weiß ich nicht, ob das so schlau war.
Weil ich meine, wenn du schon voraus weißt, dass es vielleicht nicht langt, solltest du es vielleicht auch nicht machen. Wie lange gehst du denn mit dem Hund raus? Mit Also dem wir gehen am Tag 2 Stunden, am Morgen eine Stunde und am Tag Abend 2 eine Stunde. Stunden. Was sind denn das für Hunde, wo meistens sagst so, ja, eine Stunde am Tag langt? Das sind eigentlich Hunde, die unter 10 Kilo schwer sind, Chihuahua, Ah, so kleine Yorkshire Terrier, so solche, die, wenn du einen Schritt machst, sind etwa 10 gemacht, sind solche, ja. ja. Und es kommt immer darauf an, es gibt Laufen und Laufen, oder? Du kannst auch mit dem Hund einfach laufen, oder du tust ihm während dem Laufen Aktivitäten bieten, dass er auspowert wird. Hm. Und das gibt halt, das ist dann ein intensives Laufen. Und man sagt ja, bei einem Hund tut man grundsätzlich immer auf einer Basis, dass man Laufen mit Kopfarbeit mischen, dass sie am besten ausgelastet. Ja. Weil wenn sie aber nicht auspowert sind, dann machen sie Ärger daheim. Das ist ja so, ja. Gut. Aber Noch ja. schnell zum Begriff Kampfhund, laut Wikipedia. Als Kampfhund wird jeder Hund bezeichnet, der für Tierkämpfe benutzt worden sind. Das heißt Hund gegen Hund oder irgendwie Hund gegen Bullen steht da. Und die heutige Verwendung vom Begriff sind eigentlich halt die von solchen Hunden abstammen. Was Also halt wie sie damals so genau, war. damals haben sie es auch irgendwie eben für Hundekämpfe und weiss nicht was benutzt. Und sie eben jetzt, also das sind einfach so halt Nachfahren von diesen Hunden. Wir haben ja die Diskussion schon mal gehabt, Gudi. Was haltest du von diesem Begriff? Ja, also der Begriff, der ist eigentlich nach meiner Meinung für viele Leute ein Problem, dass sie echt das missbrauchen, oder? Das ist, sie wissen nicht, was sie sagen. Sie missbrauchen eigentlich die Aussage von früher, weil der Hund selber ist ja nicht kämpfen und hat seinen Namen bekommen, sondern die Menschen haben nicht mehr gewusst, was machen. Es war ihnen langweilig gewesen, oder der Hund hat nicht mehr die Aufgabe gehabt und hat einfach dann aus Wettbegründen haben die Kampf miteinander betrieben, oder? Und das ist eigentlich aus dem englischen Bereich, wo sie das mehrheitlich gemacht haben. Und das ist ja das, was der Himmel traurig an dieser ganzen Sache ist. Genau. Darf man denn nicht Kampfhund sagen? Oder? Weil ich habe dann auch immer Kampfhund gesagt. Ja, es ist, du kannst schon Kampfhund sagen. Das ist so, nach meiner Meinung, ist das etwas, wo der Hund selber ja nichts dafür kann. Mhm. Das war ja nicht seine Entscheidung gewesen, dass er so genannt wird, oder? Ja. Also ich meine, die meisten Kampfhunde, bei Anführungs- und Schlusszeichen, haben ja ursprünglich eine andere Funktion gehabt. Also jetzt beim Staffordshire Bull Terrier, den wir haben, da eben auch laut Wikipedia, das ist noch vergrößern, wenn es geht. So, ihre Funktion bestand ursprünglich und ähnlich wie beim Yorkshire Terrier darin, Ratten zu vernichten. Also das sind englische Hunde, die dann in den urbanen Gebieten waren und dann haben sie halt Ratten vernichtet. Ratten nicht gejagt. Auf das sind sie interessiert worden. Genau. Sie sind ja klein und bullig und weißt, sind auch relativ flink und schnell. Und dann haben sie halt Ratten gejagt. Und irgendwann, wo die Ratten dann langsam weg sind, was hat man dann gemacht? Dann hat man sie dann nachher zum Hundekampf, zu Hundekämpfen dann nachher, ja, gemacht. Dann sie halber schon sportlich gemacht, oder? Ja, Sportler sind sie sowieso, sie sind ja recht muskulös. Und Ja, ich meine, dass sie Hund gegen Hund und so gemacht haben. am Anfang haben sie Dings gemacht. Wie hat das geheißen? Rattenbeissen. Jetzt bei der Staffordshire Bull Terrier, da haben sie Wetten abgeschlossen, wer am meisten Ratten tötet in der kürzesten Zeit. Okay. Und Und dann nach, ist es wahrscheinlich relativ schnell übergegangen zu Hund gegen Hund. genau. Ja, das ist ja das, was schon falsch ist, oder? Weil man tut eigentlich etwas anschauen oder noch etwas bearbeiten, besprechen, wo die Leute eigentlich schon lange nicht mehr machen und der Name ist trotzdem geblieben, oder? Das Ja, ja. ist, wenn wir jetzt immer noch von der Sklaverei-Zeiten würden reden, würde man den Namen mit dem N-Wort auch weiterhin brauchen. Wenn man das ist nach meiner Meinung etwas, wo ein alter Relikt ist, wir sollten mit dem abschließen. Es ist einfach, es macht es einfacher für einen Normalbürger, sage ich jetzt mal, die Hundegruppe zu definieren.
Das habe ich aber vorher auch gemeint. So. Weil ich sage ja auch Kampfhund. Und nicht, weil ich weiß, dass es ein Kampfhund ist. Sondern einfach, Also, es gehört in die Gruppe genau, quasi. es ist so Es ist das zwar, Aussehen, ja, sage ich ja, jetzt eher. Weißt du, ich als Normalo, sage ich jetzt mal, sehe den Hund und weiß, das ist ein Kampfhund. Weißt du, ich kann jetzt nicht sagen, es ist das. Oder von dieser Rasse oder bla bla bla. Oder? genau. Darum denke ich nicht unbedingt, dass es schlimm ist, aber es kommt halt darauf an, wie du sagst. Weil ich könnte jetzt sagen, ja, alle Kampfhunde sind scheiße, als Beispiel. Oder alle Kampfhunde sollten wir weg. Dann müssen wir sich aber fragen, warum gibt es denn Regeln für Kampfhunde? Schrägstrich halt die Rassen. Weil, Ja, das ist ich glaube, ja, ja. sorry, dass ich dich unterbreche, ich habe Nein, mich nein, schon auch gut, schon im gut. Vordergrund ein bisschen informiert gehabt und das ist halt einfach Nichtwissens vom Mensch, weil mir hat auch eine Liste, wie viele Hundeattacken bissen am Mensch, am Tier selber oder anderen Familienangehörigen mit Aggressionsvorfall. Hm. Du hast halt einfach in der Schweiz im Schnitt 73.000 Schäferhunde gelistet und gegenüber Staffordshire Bull Terrier, Amstaff, das ist nur 4.000 Mal. Wenn der 40 Mal beißt, hast du viel höhere Quoten, als wenn jetzt ein Schäferhund beißt. Der hat irgendwie 600 Mal gebissen, oder? Und wenn man dann das nur im Prozent anschaut, ist der Schäferhund der Lieb und der Kampfhund ist der, der beißt. Aber man darf nicht vergessen, dass der Schäferhund 700 Mal gebissen hat. Also ich habe da Ja. schnell eine Statistik aus dem Jahr 2009. Ich habe nichts Neues gefunden, das finde ich ein bisschen schräg. Beistatistik. Und zwar, also mit Abstand am meisten sind Mischlinge, aber das kann alles Mögliche sein. Auf Platz 2 sind Labrador Retriever. Also was ist jetzt die Liste, wo etwas passiert ist? Bis Vorfälle mit Hunden zwischen dem 1. Januar Ja, und klar, schon. 31. Dezember 2009, Rassen mit 10 oder mehr Meldungen. Und da eben Anführer sind da die Mischlinge, mit 41.000 Stück gibt's. Ein Labrador. Genau, Das sind doch die normalsten Hunde ever. genau. Labrador oder auch der Appenzeller Sennenhund, der Deutsche Schäferhund, der Border Collie, den er eben vorhin gesagt hat, Jack Russell Terrier, das sind so die Pudel, sieht man da auch. Jack Russell Terrier nicht mehr wollen. Das sind die kleinen, oder? Ja, So wie ich ja. weiß. Voll, voll, voll die Maske. Genau, Da weiß ich schon Die wieder, Sache ist jetzt, siehst du, Mischling 281 Mal bissen. Ein ja. Mensch bissen. Ja. 144 Mal Tier. Ich habe gedacht, schon. Ja. Deutscher Schäfer ist Platz 2. Und dann irgendwann ist, also der Staffordshire Bull Terrier, der wir haben, kommt auch gar nicht vor in dieser Liste. Nein, der ist viel zu wenig. Der ist Genau, der beste, es gibt der zu beste wenig. Attacke ist dort, Aber die Liste habe ich eben auch studiert. Und wenn man dort schaut, muss man aber auch Registrationszahlen anschauen. Oder? Es hat irgendwie rund 30.000 oder 40.000 Labrador. Und aber, dementsprechend ist die Quote viel kleiner, oder? Genau. Genau, aber weil aber er halt zu den Kampf gehört, wird er in das hineingeworfen. es ist Wie? einfach halt so, es sind jetzt beim M-Staff, das ist jetzt der, wo mir gerade in die Augen sticht, oder den ich gut, also relativ gut kenne. Das ist eben der, den ich vorhin gezeigt habe, der ein bisschen größere Version ist als der, den wir haben. Von dem gibt es jetzt zum Beispiel 2000, plus minus 2000 Tiere und 29 Mal sind Menschen angegriffen worden. Das ist automatisch ein Prozentsatz von über 1. Und beim anderen, obwohl es 281 Biss sind, ist 0,6 oder 0,7. Okay. Also die Statistik, kannst du den Link mal schicken? Ja, mache ich. Es ist einfach ein bisschen, wollte ich sagen, wie er gesagt hat, es sind schon prozentual weniger, aber es sind immer noch knapp 300 Biss. Ja, und das ist ja das, was die meisten Leute falsch anschauen, oder? Man tut in den Medien pushen, wenn ein Kampfhund beißt. Aber das links und rechts, fast jeden zweiten Tag auch irgendein Hund irgendjemand gebissen hat, interessiert niemand, oder? Bei 600, 700 Bissen ist das ein extremer Wert. Ist da beschrieben, was Beißen heisst? Ja, also wenn es ein meldepflichtiger Biss ist, das heisst, Okay. wenn das beim Arzt gemeldet ist Genau. worden, Okay. wenn eine Ja. ärztliche Behandlung dahinter steckt, oder? Ich sage jetzt mal so, ob man 600 Mal von einer Rasse gebissen wird oder 30 Mal, das ist einfach noch ein Unterschied, nach meiner Meinung. Ja, weißt du, Also, das Problem ist, und ich gehe jetzt auf das ein, was der MJ geschrieben hat, das habe ich auch mit Sarah heute diskutiert. Es kann sein, dass dich ich sage jetzt mal, eben so eine, was ist es? Eine
Yorkshire Terrier oder was auch immer beißt. Aber wenn dich ein Rottweiler beißt oder angreift, dann hast du die Todeschance noch da, dass du sterben kannst. Das ist bei den anderen Einfach weil er mehr bisschen... Kraft hat. Ja, obwohl er- genau, weil der Kopf grösser ist, er ist bullig, er ist kräftig, dann ist die Chance zum Sterben viel grösser. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist die Chance zum Sterben nicht. Das Gebiss hat viel mehr Joule in der Kraft. Wie tut das eigentlich als gefährlich einstufen? Und Nicht die Größe. nicht Größe, nicht Gewicht, nicht Aggressivität, sondern es wird in Joule gemessen, wie viel Bisskraft das der Hund hat. Und die Terriers haben einfach die höchste Bisskraft. Und wegen dem sind die auch in dieser Region dabei. Oder? Zum Beispiel ein Staffordshire Bull Terrier, Englischer, wird nicht schwerer als 20 Kilo, aber ein Schäferhund kann bis zu 60, 70, 80 Kilo werden. Je nachdem, was das für eine Rasse ist. Und trotzdem wird der höher eingestuft, der kleine Staffordshire Bull Terrier, als der Schäferhund, weil er einfach vom Kraft her mehr hat. Aber dass ein Staffordshire Bull Terrier jemanden kann töten mit seinen 20 Kilo, ist unrealistisch. Naja, also ich meine, schlussendlich sind es ja halt hauptsächlich, also wenn man jetzt da Medien anschaut, was da angezeigt wird, was Kampfhunde angerichtet haben, getötet haben, sind es ja meistens Kinder. Also ein Steffi könnte das ja wahrscheinlich auch, jetzt böse gesagt. Du findest du nicht? Jetzt irgendwie letzten September ist in Österreich ein einjähriger Bub getötet worden von einem Amstaff-Mischling. Weiß man warum? Warum? Also hat der Hund gespielt? Oder hat der Also, Hund... look, und das ist auch klar. Also, und über das reden wir dann auch noch. Meistens sind die Halter schuld. Also ist ja nein, klar. nicht meistens. Immer sind Halter Das schuld. ist ja klar. Und eben, und das sind dann nachher, was ist der gewesen? Der war irgendwie halb besoffen gewesen, der Typ. Und hat seine Hunde im Griff gehabt und weiss nicht was. Nachher ist er losgegangen und hat dann nachher das Kind auseinandergenommen. Ja, aber das ist jetzt im Moment. Aber der Hund hat doch schon vorher Probleme Natürlich. gehabt, wenn er das gemacht hat. Weißt du? Natürlich. Kannst du nicht sagen, er ist besoffen gewesen, jetzt ist es Ja, passiert. nein, ja, Darum ist aber es schuld. was genau die Umstände waren, beziehungsweise was er erlebt hat, also der Hund selber, das weiß ich nicht. Und wegen dem, und das, was ich schnell zu der Joya, aber bullartige Terrier sind doch am höchsten. Ja, das stimmt, das ist aber genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also da sehen wir 0,96, aber es sind halt weniger da. Meinst du jetzt das, was der Dave sagt? Nein, Joya hat geschrieben, aber bullartige Terrier sind doch am Ja. höchsten. Das stimmt. Aber ich meine, schlussendlich sind es trotzdem 609 Biss von den Schäferhunden. Und niemand versteht das als Dings. Oh, jetzt kommt mir gerade etwas in den Sinn. Damn. Mach das fertig, ja. Ich muss noch denken, dass der Nomi Hintergrundinfos braucht. Ich habe 2 Kollegen, die Hundeschulen haben. Sie sagen, was du dort erlebst, ist nicht normal. Ja, das ist mir klar. Sie hören. Ja, aber jetzt, wenn ich die Kommentare da lese, oder sehe ich da MJ oder so, frage ich mich eigentlich, was da für Informationen von ihrer Seite vorhanden ist. Das ist rein nur eine Haltung, nicht weltoffen, und sie tut einfach mit Aussagen von anderen Leuten das Ganze beurteilen. Und ich glaube, selber hat sie noch nicht so viel Erfahrung in diesem Bereich. Bezüglich was? Ja, bezüglich Kampfhund, weil sie schreibt da jetzt zum Beispiel, ja, da muss man am Nachbar ihre Schildkröte gehen informieren, aber ich denke, eine Schildkröte ist nicht vergleichbar mit einem Hund, und trotzdem geht es am Thema vorbei, nach meiner Meinung. Da. Ja. So kann der Schildkröte aber finden. Das habe ich jetzt gesehen. Und das wegen Hundeschulen. Also es ist ja so, Hundeschule bringt dir bei, was du machen sollst. Dann musst du es nachher daheim auch ausführen. Und nicht einfach irgendwie in diesen 1-2 Stunden pro Woche, wo du das dort lernst und dass du das Gefühl hast, dass du heimgehen kannst und nachher das Gefühl hast, ja, jetzt ist mein Hund da voll ausgebildet und weiss nicht was. Also das muss man dann nachher daheim halt weiterführen und weiter ausüben. Das ist genau gleich wie in der Schule, also für einen Menschen. Also du kannst ja nicht irgendwie nur in der Schule bleiben
und also in der Schule etwas lernen, in der Klasse etwas lernen und dann gehst du heim und dann hast du das Gefühl, du bestehst alles. Oder irre ich mich? Nein, das ist vollkommen richtig. Es ist, wir haben dann zumal, wo wir unsere Nala geholt haben, sind wir auch in einer Hundeschule gewesen. Und dort ist es sicher rein nur um Geldmacherei gegangen. Weil die Frau hat eigentlich nicht wollen, dass wir etwas Neues lernen, sondern hat eigentlich geschaut, dass sie einfach zu steuerfreiem Geld kommt. Und das ist echt das Problem, oder? Weil man muss dort einfach differenzieren, gibt es Hundeschulen, wo das eigentlich als Passion machen und jemandem einen Hund, wie man das richtig halten kann, beibringt. Oder geht es eigentlich hier darum, dass man einfach, das ist eine gute Möglichkeit zum Geld machen, kann machen, oder? Apropos Geld machen, kennen ihr den Cesar Milan? Ja. Ist der nicht, ein Chat auch, aber den kennen würde mich jetzt interessieren. Der ist doch auch hure im Fokus gewesen, was das anbelangt. Weil er ist, glaube ich, auch hure gegen äh, Hundeschule, ich bin mir nicht sicher. Aber er hat ja voll seine eigene Methode, wie man das macht. Ja, Und es gibt tausende der, Videos, wenn er es zeigt und er macht er mittlerweile, hat er so Shows gemacht Naja, Bücher und bla geschrieben bla und bla. weiss und was. Meine Freundin Also er ist hat so Fan von vieles dem. gemacht, wo ja eine riesige Fanbase hat. Und zu Amerika musst du keine Hundeschulprüfung machen, um ein Hundeführer zu sein oder what the fuck ever. ja, das ist ja das, was das Problem ist eigentlich. In Amerika kommen solche Hunde in ganz miesen Zuständen an Hundepflegestationen. Es gibt unendliche viele Stationen, die extra für Pitbulls, Amstaffs aufgegangen sind, weil sie einfach solche Hunde werden als Welpen geholt, als Statussymbol. Und dann wissen sie nicht, was machen mit diesen Hunden, weil sie halt extreme, also sie brauchen einfach Aufmerksamkeit. Und ich sage jetzt mal, ein Staffy, der will dabei sein, oder? Der kann nicht einfach sagen, jetzt kannst du kommen und gehen, wenn du willst, sondern du musst den immer, will der dabei sein, der ist immer im Mittelpunkt und die sind zufrieden, wenn sie mit dir im Näckeli knäulen und einfach auf dich warten, als wenn sie allein daheim auf dem riesen Bett können schlafen. Die wollen immer dabei sein. Und Mhm. ja, vor kurzem mal bin ich in Schottland gewesen, und dort habe ich einen Steffi gesehen gehabt. Dort war es immer am Nieseln, Regnen gewesen, und trotzdem hat der neben einem Obdachlosen, hat der Hund immer auf ihn gewartet, immer neben ihm, nicht knurrt, nichts. Der Hund war zufrieden gewesen, wo er echt mit seinem Herrchen dabei war. Und Sind also so einfach ist, hure treu und loyal. ja, aber das ist allgemein Hund, oder? Das darf man nicht irgendwie sagen, dass die anderen Rassen das nicht sind. Hunde sind allgemein loyal und Hunde sind Tiere, die eigentlich ihr Leben im Mittelpunkt, das bist du. Und das vergessen echt viele Hundehalter. Und das ist echt das, wo das Thema Kampfhund, ja, ich sage es jetzt mal so, dort fängt es einfach an, wo man das Gefühl hat, oh, man hat jetzt einen Hund aus dieser Liste, jetzt ist man voll cool, weil wir jetzt da links und rechts Leute einem anschauen und ich habe jetzt einen Hund, der nach etwas, nach Kraft und nach, ja, ich weiß auch nicht, nach Macht darstellt. Und dort fängt echt das Problem an, oder? Weil ein Hund ist ein Lebewesen und kein Auto, keine Uhr, keine Kleidung, oder? Das vergessen einfach viele Leute. Und Oder ein dort muss man Statussymbol. ansetzen, ja? Dort muss man ansetzen. Dort müssen eigentlich die ganzen Gesetzesgebungen anfangen, dass man, wenn man eine Zucht betreibt oder einen Hund, Hundeschule machen, dass man einfach viel strengere Auflagen hat. Weil, ich sage jetzt mal, bei der Zucht passieren viele Fehler. Wo irgendwann will man dann gehen und sagen, oh, das ist eine gute Geldmaschine und mit dem kann man Geld verdienen, oder? Also du redest jetzt von diesen Züchtern, die Hunde verkaufen, die schon Genau. fast am Band Hunde produzieren. Ja, also jetzt, ich kann jetzt auch sagen, was wir für unseren Hund gezahlt haben, und das ist in 2600 Franken. Und das zahlst du nicht einfach so, wenn du nicht sicher bist, dass du das willst, oder? Und Mhm. oftmals, wenn du Aber jetzt, haben die noch schnell von einem ja, Privaten gekauft oder von einem Züchter? von einem Züchter ist eine Reinrassige, die wir haben, Okay. mit allen Dokumenten. Ja, ja. Hier in der Schweiz? Ja, dort, wo der Hedu wohnt, ist die ehemalige Zucht. Okay. Okay. Und, Ja, ich bin immer ein bisschen so die, heikel gewesen mit so Züchtdinger, da keine Ahnung. ja, also die Zuchtstätte ist auch zugegangen, weil, also, wo man einfach das nicht mehr können vertreten, oder, was die Züchterin am Schluss noch abgezogen hat. Ja. Und dort fängt es einfach nach meiner Meinung an, dass dort echt jeder zwei kann züchten, wenn er einfache Auflagen kann erfüllen kann. Und dort ist eigentlich, wo man muss ansetzen.
Ja, das ist auch noch die Sache. Wo sollte man ansetzen? Also ich habe heute noch ein bisschen ein Doku geschaut, das war von Deutschland. Gewesen. Das ist um Kampfhunde gegangen. Und dort haben sie jetzt mehrere Ansätze, sage ich jetzt mal, haben sie gehabt, was Kampfhunde, also nein, Hunde, Ausbildung, was auch immer, Erziehung und so. Aber wo setzt man da an? Ich meine, du weißt die Umstände, wie wir unseren Hund geholt haben. Also der ist ja nicht sehr gut sozialisiert, sage ich jetzt mal, wegen den Umständen dort. Ähm, also es fängt auf jeden Fall beim Züchter an. Und er ist ja ein eingetragener Züchter. Also eigentlich müsste man ja garantieren, dass der Hund perfekt ist. Also ja, auf ein Schlusszeichen natürlich ist nicht perfekt, aber einfach so, dass ich ihn nehmen kann, ich bringe ihn heim und es wird eigentlich alles mehr oder weniger okay sein. Und mit Ja, aber okay das ist ja meine schon der falsche Ansatz, den du da hast, Hedu. Der Hund ist ein Individuum. Der reagiert immer eigentlich beim Züchter, hat er eine Phase, aber du tust eigentlich das Ganze managen, wie er eigentlich will. Wenn du einen Hund zum Beispiel heimnimmst und sagst, es ist wie ein Computer, ist ja vorinstalliert, ich muss nur noch starten und kann losschaffen, das funktioniert nicht. Und dort ist eigentlich, ich sage jetzt mal so, wir haben ja jetzt gerade gute Vergleiche, wo wir ja auch Leute im Freundeskreis haben, die jetzt wie dir jetzt in Deutschland oder wie die anderen Kollegen, die in Österreich die Hunde geholt haben, die sind ganz anders als die Hunde von uns. Dort ist auch von, ich sage jetzt mal von der Zucht her, auch einfacher, den Hund wieder abzugeben, wenn man ihn nicht mehr haben will. Und jetzt der andere Hund, den wir da kennen vom Freundeskreis, die haben da den Hund geholt, der ist innerhalb von einem Jahr 3-mal abgeschoben worden, oder? Und das sind einfach dann, das prägt den Hund. Und der vergisst das nicht. Und fährt dann halt einfach in der Sozialisierung hat er Mühe. Der eine Hund tut halt einfach sein Besitz in dem Sinn schützen, der andere Hund hat Angst vor anderen Menschen, anderen Hunden, weiss nicht, was sie so reagieren, weil er es nicht kennt, oder? Und Aber das heisst, da fängt es nicht beim Züchter an. mal, Oder wie weit ja. es fängt beim Züchter an, aber es hört eigentlich nie auf, weil das ist echt ein ständiges Leben mit dem Thema, oder? Ja, das ist klar. Das ist klar. Also Weil sie werden die auch mit 2 herausfordern, sie werden die mit 3 herausfordern. Wir haben schon Erlebnisse gehabt, dass sie mit 3 gekommen ist und gesagt, blöd gesagt, Gewohnheit geändert hat. Sie hat nicht mehr wollen, dass man mit ihr kuschelt, sondern sie kommt dann, wenn sie kuscheln will, oder? Und das hat sie vorher nicht gehabt. Und dann musst du das akzeptieren und nicht sagen, ich bin der Besitzer, du machst das, was ich will. Sondern der Hund ist es eigentlich ein Lebewesen, das freie Entscheidungsmacht hat, oder? was ist das Mindeste, was ein Züchter machen müsste? Oder was ist die Also, das Aufgabe? Mindeste, was ein Züchter muss machen muss, ist das, was ich mich dann zumal informiert habe, ist, der Hund darf nicht vor 12 Wochen von der Mutter weggenommen werden. Die Mutter muss immer dabei sein, also Mutter-Hündin. Der Hund müsste mit den Artgenossen diverse Untergründe schon mal kennengelernt haben und Umgebungen. Also Kleinkinder sind wichtig, mit dem Postautomat gefahren sein, mit einem Laden drinnen sein, Rasen, Teer, Kieselsteine getestet haben und ich sage es jetzt mal so, die ganz einfachen, normalen Spielereien, die ein Hund darf, oder? das macht der Züchter einfach. Und er geht sozusagen einfach so überall mal mit dem Hund durch. Genau, ja, das ist halt auch, das darf man nicht unterschätzen, oder? Das ist nicht so einfach jetzt mit einem Hund in einem Rudel. Bei uns war es ein Zehnerwurf gewesen, einfach kurz schnell irgendwo hingehen. Das braucht auch viel Organisationstalent. Und das sind kleine Racker, oder? Die sind nicht so gross und wuschelig und wollen alles testen und testen auch die dann in dem Moment aus. Aber auch dann halt, was für einen Hund hast. Ab gewisse Hunde sind ja, wie sagt man, frech und andere weniger sind eher ruhig. Ja, aber das hat ja eigentlich auch wieder ein Individuum miteinander zu tun, weil der Hund, kannst jetzt nicht sagen, du kannst jetzt 5 verschiedene Rassen nehmen und trotzdem hast du das Problem, dass sie alle können die austesten, aber auch alle können echt mit dir, das ist eine ganz interessante Phase, das muss man mal selber erlebt haben. Wo wir sind dann zumal schauen, das waren 10 kleine Hündchen gewesen, und die sind auf dich losgesäckelt, haben Freude gehabt, bei dir, haben an dich getestet, das hast du an, sie haben deine Kleider umgezogen, haben an dich
dich selber sind sie aufgeklettert, haben schauen, was ist das für ein Mensch, der gekommen ist. Ist das jetzt ein Mensch oder ist es ein Artgenosse? Und dann hat es Essen gegeben und dann sind die umgekehrt wie kleine Kinder und haben angefangen zu schlafen. Oder? Das ist sehr, sehr ein interessanter, das ist sehr schön gewesen, zum Schauen. Was mich jetzt würde interessieren ist, was haben ihr jetzt alles müssen machen, damit ihr den Hund bekommt? Wenn sie auf einer Liste sind? Also im Kanton Bern ist es ganz einfach. Du müsstest eigentlich nichts machen. Du müsstest einfach bei den Vermieter musst du eine Bewilligung holen. Aber dann fällt einfach bei verschiedenen Kantonen hast du auch verschiedene Auflagen, oder? Zum Beispiel Also, in Zu Zürich dem, kannst du zu jetzt dem kann ich dir etwas sagen. Ja, das ist besser, ja. Ja, aber kannst du schnell zu Bern sagen, wenn du... Also das Bern ist keine Auflage, das ist ein listenfreier Kanton. Übrigens, also es ist so pro Liste... Kanton, das Ja, macht ja, es das, miteinander. das kann ich gerade zeigen. Du kannst in den Stream schauen. Da habe ich die Liste. Rassenbestimmungen in den Kantonen von der Schweiz. Die verschiedenen Namen, verschiedene Rassen. Und die sind alle irgendwie irgendwo mehr oder weniger auf Was einer ist ein Liste. Rot? Rot ist verboten, komplett. What? Also du darfst nicht mal haben. Ja, und Zürich ist da ziemlich hardcore. Wallis, Welches ist euch? Heusen ist Staffordshire der Dritt, Dritte. oder? Ja. In Zürich darfst du nicht einmal haben. Ja. Ähm, Kanton Zürich, oder? ja, ganz Kanton Zürich. What the fuck? Und wir sind jetzt in Basel-Land, das ist da, bei mir das dritte BL. Bern, wo ist jetzt Bern, wo ist jetzt Bern, wo ist jetzt Bern? Da, zweit. Bern ist genau Genau, Zürich. nichts, alles grün. Absolut nicht. Genau. Ja. Luzern, Uri, also die meisten sind da. Glarus, weiß jetzt nicht, was das Das genau ist ist. viel grün eigentlich. Ja, Hat jetzt naja, ist viel grün. Steffi ist bei uns nicht erlaubt. Also nicht erlaubt, nur unter. Also gel heisst bewilligungspflichtig. Zu die uns. musst du beim Gemeinde holen, oder? Genau. Also bei uns war es ja so, wir haben ja die Gara aus einer deutschen Zucht. Und wir haben, also es gibt ja Staffordshire Bull Terrier Club oder was auch immer, ich weiß nicht, wie das heißt. Gut, jetzt kennst du ja besser mit dem Mann und so. Ja, das ist der Staffordshire Bull Terrier Club, das ist Einfach. der schweizerische Staffordshire Verband. Genau. Und meine Freundin hat sowieso vorher schon mal so einen gehabt und hat immer so ein bisschen liebgeäugelt, mit normal einen zu holen. Und dann hat sie auf Facebook dann ein Inserat gesehen, dass in Deutschland aus einer Zucht ein Hund gesucht wird. Ein Hund Platz sucht. Warte schnell. Lovely Pirates. Die Zuchtstätte heisst Lovely Pirates, das ist in Deutschland, wenn ich es überhaupt finde. Oh, Ist auch jetzt inaktiv. ja, aber die Homepage ist noch gegeben. Werdet ihr überprüft? Oder nicht? Also es ist ja so, du musst im Baseland musst du eine Ahnentafel haben. Das heisst, sie müssen wissen, wer Vater, Urgroßvater, was auch immer ist. Es muss reinrassig sein, 100%. Warum? Ist halt so. Warum? Damit sie einfach, wir dürfen keine Mischling haben. Okay. Ja, also zu diesem Thema könnte ich noch etwas sagen. Ein Mischling ist so, in Europa und in der Schweiz besonders ist ein Pitbull nicht erlaubt. Und wenn ein Terrier sich fischt mit einem anderen Terrier, ist es nicht mehr ein reinrassiger Hund, sondern ist ein Pitbull. Und einen Pitbull kannst du eben in der Schweiz nicht mehr registrieren. Wegen dem muss man an der Tafel nachweisen, dass es ein reinrassiger Staffordshire Bull Terrier ist. Okay. Okay, gibt es jetzt effektiv nicht mehr die Seite, die jetzt bis vor kurzem hat die Seite noch gegeben. Wenn du jetzt aber einen Hund hast, wo du gar nichts hast, keine Infos, du hast Dann kannst du sie nicht holen. Und was machst du denn? Dann kannst du sie nicht holen. Einschlagen? Der bleibt halt dort, wo es war. Ah, okay. Also die Terriers kannst du nicht mehr holen. Das sind dann alles Pitbulls und die kannst du leider nicht mehr holen. Aber andere Hunderassen kannst du holen, weil bestehen ja nicht unter dieser Liste, oder? Mhm. Aber oftmals ist halt das Problem, dass du halt einfach es kommt immer an, Anzahl, wie viel Terrier das drinnen ist, wie viel Anzahl Blutanteil vom Terrier drinnen ist, oder? Das wird zuerst noch ein Test gemacht, wenn man nicht hundertprozentig sagen kann, dass es ein Mischling ist oder eben kein Mischling ist. Auf jeden Fall, dann gehst du eben in Veterinäramt. Und dann kannst du dann sagen sie dir dann nachher, ob du es nehmen oder nicht.
Und je nachdem, was es halt für eine Hintergrundgeschichte hat und bla 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 und ob es seriös, also bei uns haben sie es eigentlich nicht so genau angeschaut, aber es hat auch können sein, dass sie bei uns sagen, nein, die dürfen sie nicht holen, aber wir haben dann alle Dokumente zusammen gehabt, aber wir haben dann Auflagen bekommen. Also wir dürfen den Hund behalten, aber wir müssen einen Hundekurs machen, Wesenstest müssen wir machen und so weiter und so fort. Nur schnell. Dein Hund darf nicht in Zürich sein, oder? Ja. Also unsere beiden Hunde dürfen Ja, nicht in beide. Zürich wohnen. Nicht Wohnen? Zuzug ist nicht erlaubt. Also du darfst schon nicht anziehen mit dem Hund. Okay. Aber er hat eine 30-tägige Aufenthaltsgut, aber nicht am Stück. What the fuck? Es ist auch begrenzt die Anzahl, wie viele Tage dass ich dort sein darf. Du darfst 30 Tage, also im Gesamten oder im Jahr? Im Jahr. Im Jahr darfst du 30 Tage mit dem Hund auf Zürich. What the fuck? Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Das ist ja hure behindert. Okay, aber ich meine, Gudi? So, das Netz ist irgendwie zusammengebrochen. Ja. Wir hören die, aber ich sehe die, also es gibt... jetzt ist gut. Ja. Ja, es kommt und Ich geht. habe es gerade überlegt, weißt du, von wegen, wenn du ja darfst du nicht holen, darfst du jetzt überhaupt auf Zürich oder nicht, weißt du? Nein, du darfst schon auf Zürich. Es ist ja so, Aber du gehst einfach auf 30 Tage im Zürich, in den öffentlichen Strassen musst du den Hund mit Maulkorb, Leinenpflicht. Du musst dem Hund einen Maulkorb geben, auch wenn du jetzt die 30 Tage darfst du dann gehen. Gudi? Irgendwie gehe ich immer wieder raus. Okay. Ist ja vielleicht Reconnect, ich weiß nicht. Ja, drück mal Dings schnell. Ja, das Bild ist auch eingefroren. Also, du darfst dich mal gross zeigen, dann kann ich schnell Ja. in und aus oder so. Ja, gehst du, ich drück schnell. Internetproblem, Leute. Ja, machen wir gerade wieder. Und das finde ich jetzt hure Abfuck, ey. Weißt du, tut man es verbieten, aber hey, du darfst 30 Tage holen. Ja, So, jetzt bist du mal wieder drin. Mal schauen, ob es gut läuft. Ja, schauen wir mal. Eben, was hast du gefragt, Rocca? Was habe ich gesagt? Aber in diesen 30 Tagen, die du gehst, musst du Leine haben und Maulkorb. ja. Sonst, was passiert dann? Bekommst du einfach eine Strafe oder musst du einfach weg? Also im schlimmsten Fall können sie dir den Hund beschlagnahmen. Und dann einem Veteranenamt übergeben und dann kannst du ihn dann auch mit Auflagen holen, oder? Also es ist noch nie passiert, soweit ich weiss, dass jemandem der Hund beschlagnahmt ist worden, aber es könnte von Buß bis zur Beschlagnahmung kommen. Okay. Wir Und sind hast du es oft doch schon mal dort gemacht? unterwegs und bin ganz ehrlich, also sie tun das auch so im Ermessen tun sie das anschauen. Wenn jetzt ein Hund bei uns ist, der 12 Kilo schwer ist und sieht wie ein Welpe und noch nicht mal voll einjährig ist, dann schauen sie gerne mal hinweg schauen, weil das Problem ist bei unserer, Genau so. was sie so klein ist, kriegen wir nicht einmal einen Maulkorb, oder? Ja, ich frage mich auch, weißt du, das hat vielleicht auch der Hund nicht gern, weißt du? Ja, das ist eigentlich eine Plus, Trainingssache. ich Das ist jetzt eine auch Trainingssache. sagen, wie Sonny gesagt hat, sieht der Hund noch mal gefährlicher aus. Ja, aber es Das geht ist ja... ja so, Ja, das kann schon sein, aber es geht ja um Was die ja- Sicherheit der Leute. Es geht ja nicht um gefährlich Ja, aussehen oder logisch, nicht. ist mir schon klar, Ja. aber weißt du, das macht ja nochmal das Bild, weißt du? Ja, das ist klar. Also Oder? für das Image vom Tier hilft es Genau. nicht. Genau. Das auf Ist jeden mal Fall. einer oben drauf. Ich finde es einfach bescheuert. Weißt du, wenn dann doch direkt komplett verbieten und nicht. Weißt du, so von wegen, ja, weißt du, in diesen 30 Tagen passiert schon nichts. Und, aber gut, mit einem Maulkorb, keine Ahnung. Ja, Weil es ist, glaub ich würde jetzt nicht einem Hund in die Nähe gehen, wenn er einen Maulkorb hat. Ich meine, ich habe schon hohen Respekt für Hunde. Ich bin jetzt nicht so offen zu den Hunden. Aber dann erst recht. Ja, aber wenn ein Hund einen Maulkorb hat, dann kannst du eher hingehen, als wenn der Hund Ja, aber keinen weißt du, Maulkorb hat. Er kann dich ja nicht im Sinne beißen. von, er ist gefährlich. Ja. Stell dir vor, Ja, er ist in meinem gefährlich. Gedanken so, es geht den Maulkorb weg oder what the fuck. Weißt du, du überlegst ja schon so. Ja, das stimmt schon. ja, man darf Aber auch nicht unterschätzen, das, was der Rocco sagt, ist ganz richtig. Ein Hund mit einem Maulkorb kann auch den Maulkorb lösen und dann ist es dann ein höheres Gefahrenpotenzial Ja. vorhanden, oder? Weil dann fährt er eigentlich, also der Hund hat nicht ohne Grund einen Maulkorb an
Genau. Zum Teil, oder? Die wissen, dass ihre Hunde keine Problematiken haben, die tun eher mal den Kanton verzichten und legen grundsätzlich keinen Maulkorb an, oder? Mhm. Ich habe auch schon Hunde gesehen, die kein Listenhund ist, der einen Maulkorb hat. Und wenn du dem Hund bist zu nahe kommst, hast du genau gewusst, der hat hinten dran eine Zähne gefletscht, oder? Ja. Und die, Aber weißt halt nicht, was läuft. Als ein ja, Verstehender. lieber ohne Maulkorb und du weißt genau, was er hat, als wenn hinter dem Maulkorb etwas abgeht, oder? Mhm. Weißt du, die Aber Sache ist, wenn du als Halter gewissenhaft mit dem Hund umgehst, ich meine, egal ob er jetzt ein bisschen aggressive Züge hat oder nicht, dann kannst du eigentlich relativ sicher, als Außenstehender kannst du relativ sicher mit dem Hund umgehen. Also ich sehe es einfach beim Halter. Weil ich Ja, habe ja. eben, ein Kollege hat auch so einen und dem traue ich null. Einfach weil ich weiß, weil der Kollege ein Idiot ist. Ja. Und ich gehe dem nicht in die Nähe. Ja, das ist vollkommen der Halter, tut das eigentlich steuern. Es gibt diverse Sachen, oder? Der Halter, der eben liebt, dass der Hund da so aggressiv in der Gegend rumsteht. Oder der Ja, Halter, der selber unsicher ist. Oder eben der genau. Halter, der den Hund nicht im Griff hat, oder? Weil er hat sich einen Hund suchen da, wo, man sagt ja auch, ein Listenhund ist vielleicht als Ersthund nicht ideal. Aber jetzt, man hat und seine Partnerin hat das als ersten Hund gehabt, wir haben das gehabt, noch andere Kollegen, die wir kennen, haben das als ersten Hund gehabt. Und das ist machbar, wenn du eben dich mit dem Zeug befasst, oder? Ja. Aber du Und bei tust uns eben. ist es noch so, wir sind auch wie eine Gemeinschaft, da tust du auch, es sind auch Freundschaften entstanden, da tust du auch austauschen, oder? Wenn es dir wichtig ist, dass der Hund gut hat, dann tust du dich auch miteinander unterhalten, so dass es auch funktioniert. Da kannst du Tipps holen, Erfahrungen austauschen und dann, wenn die Hunde von klein an miteinander spielen können, das ist das Beste für dich, oder? Die bilden Mhm. dann einen Rudel und sind die friedlichsten Hunde. Und einfach eben mit anderen Leuten zusammen sein und wahrscheinlich einfach mit allen möglichen Leuten. Weißt, mit Ja, Kindern, Eltern und so lernen sie das. Ja, du musst es ja Dann weiss ich sozialisieren. als Außenstehender, muss ich gar keine Sorgen haben, weißt du? Weil ich habe mal einen Ex gehabt, der hat einen Hund gehabt. Und der hat auch schon nach mir geschnappt. Und ich habe heute noch die Narben danach. Aber nur spielerisch, weißt Und du? was ist für ein Hund gewesen? Schwarz-Weiß, mega haarig, keine Ahnung im Fall. Ah, ist ein Listenhund. Nein, 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 nein. Eben, Gar nicht. eben. Absolut nicht. Aber ja, weißt, das er hat ist, gespielt, er hat mit mir gespielt und Naja. hat halt geschnappt, weißt du? Und mit dem hat er nicht so das Problem gehabt. Aber eines hat er halt gut erwischt. Ja, das ist ja so, ja. Und man tut es dann unterschätzen und tut das eigentlich noch so harmlos ziehen und sagen, ja, ja, das macht der nichts, oder? Wir haben ja auch Ja, einen Nachbar gehabt, der hat Yorkshire Terrier gehabt, der hat keine Zähne mehr gehabt, aber der hat alle gebissen. Man hat einfach nur sein Gebiss gespürt, aber er keine Zähne hat, aber hat der Zahn, das hat eine blutige Wunde gegeben, oder? Ja. ja. Und ich sage es jetzt auch so, wir waren vor kurzem auf Besuch gewesen, da haben sie auch zwei Staffordshire Bull Terrier, da hast du nur müssen wehren, dass sie die nicht abschleppen. Ja. Die Hunde haben so Freude gehabt, die, die, die vergehen fast, oder? Weil sie so gerne Menschen haben. Und das ist, eben, man muss ganz ehrlich bei diesem Thema sage ich auch, das ist jetzt etwas, es gibt aber leider sehr viele Leute, die ein Vorurteil bei diesem Thema haben, aber sich leider nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben. Weil wenn man jetzt zum Beispiel an einem Steffi-Treffen würde gehen, das jährlich stattfindet, dann sieht man eigentlich, was das eigentlich für ganz liebe Hunde sind. Aber ich sage auch andere, die auf der Liste sind. Wenn es einer richtig machen will und seinen Hund gut erzieht, ist es ein Kampfhund oder Dann wie ist man es das egal, auch, was für ein Hund ist. ja, da kannst du, das ist der beste Begleiter, den du hast, oder? Weil, Ja. ich sage jetzt mal so, das muss man dort auch echt mal ein bisschen weltoffener laufen, das Ganze. Ähm, Aber ja, what the fuck. ähm, was haltest du von einem Hundeführerschein? Allgemein. Nicht nur Also, für. dass man wieder die obligatorische Kurs wieder macht, Das oder ist wie? mir egal, einfach halt, weißt du, dass du sozusagen einen Ausweis bekommst, dass du geeignet bist, einen Hund zu halten. Das finde ich einen sehr guten Ansatz, weil da wird auch mal der Mensch dahinter Genau. mal geschaut. Der Züchter ist verpflichtet, dass es funktioniert. Und mit dem Ski ist wie mit dem Autofahren, oder? Man kann gewisse Grundsätze, und aber mit dem Hund lernst du eigentlich fahren. Und das sollte man eigentlich
den Kurs wie eine 3-jährige Probezeit. Nur ist einfach das Problem, was machst du denn dann, wenn der Besitzer durchgeht? Was passiert mit dem Hund? Ja, Dann hast du eine Million von Hunden, die einfach von ihrem Besitzer weggenommen wurden, oder? Das ist ein Lebewesen, das ist kein Auto, das du dann wieder zurückstellst. genau. Oder, Kannst das ist, verkaufen. ja, dort fällt echt das Problem von mir auch an, oder? Wir sollten eigentlich, bevor dass man den Kauf macht, sollte man eigentlich das überprüfen, aber während dem Hund Besitz, wenn du den hast, kannst du eigentlich sagen, ob du ein Hundetyp bist oder nicht, oder? Weil das Ganze fängt eigentlich an, dass du mitten in der Nacht der Hund einfach nicht ist, wie er ist, oder Schmerzen hat, und du am 11 Uhr im Notfall stehst und nicht weißt, was der Hund will. Mhm. Und dann wird der Hund behandelt für irgendwie 1000 Franken und dann heisst es Ende von diesen 4-5 Stunden Bangenzeit, bitte bar zahlen, oder? Mhm. Oder sofortige Zahlung. Und dort, ja, es ist, viele Leute, die auch wegen diesen Sachen der Hund vielleicht mal nicht zeigen, weil er Schmerzen hat, weil sie das Geld nicht haben oder sparen beim Essen. Dort, ja, wenn man auf solches Zeug würde schauen, würden wesentlich weniger Hunde rumlaufen in der Schweiz. Mhm. Aber eben, wie heißt er, Abayarde. Das ist eben das Problem, das ist eben das, was wir jetzt auch mit dem Goodie besprochen haben. Was machst du dann nachher mit diesen Hunden? Dann hast du nachher irgendwelche Tierheimen und was auch immer, Zwinger voll mit Hunden, Kampfhunden, Listenhunden, die keinen Besitzer haben, weil die Besitzer durchgefallen sind durch die Prüfung oder durch was auch immer. Also in der Theorie wäre es ja noch lustig, also beziehungsweise ist es sinnvoll, aber umsetzen wird dann nachher ein Problem. Ja, das Ganze wird halt einfach schwierig. Du müsstest echt sehr gute trainierte Hunde mit verschiedenen Umfeldsituationen quasi konfrontieren und den Besitzer schauen, wie der reagiert. Oder wie ein Wesenstest für den Besitzer, ob er bereit ist für einen Hund. Und wir müssen, ja, da wird der Hund, der treue Begleiter vom Menschen, sehr viele Herausforderungen haben, dass man dann einen bekommt, oder? Ja. Und das könnte vielleicht noch funktionieren, wenn man irgendwie, das müsste aber nachher irgendwie staatlich geregelt werden, die Zuchten. Weißt du, wenn man eine Zucht wirklich so kontrolliert, dass es irgendwie, ich sage jetzt mal, 1 oder 2 Zuchtstätten gibt in der Schweiz, wo Staffis zum Beispiel jetzt züchten. Und dass man dann sicher gehen kann, dass sie sicher mal eine gute Basis haben, dass man dort holen kann. Und dann nachher halt, aber eben, das ist auch nicht wirklich eine optimale Lösung. Nein, das geht ja auch nicht, weil du siehst ja oftmals, eine Zucht ist nicht einfach finanziert und es braucht auch sehr viel Zeit. Und die das Gefühl haben, dass man zu wenig Geld verdient dran, machen es nicht, oder? Es muss ja auch ein lukrativer Teil für die sein. Und dort ist einfach das Dafür und das Wider, oder? Ja. Interesting. Aber Also was ist, da habe ich gerade etwas gelesen, wo Nala ausgeschrieben hat, wo ich auch muss sagen, ja, das ist vollkommen richtig, weil ein Hund gewöhnt sich an einem von klein an. Auch wenn sein Herrchen nicht das Beste ist, tut eigentlich die Person, ist es für den Hund die Welt, oder? ja, Wenn er dann an einen anderen Ort muss gehen und etwas anderes muss quasi gewohnen, das ist für den nicht so einfach. Das ist ja, eher ein riesen Stress. ja, ist das schon. Und dort fängt echt Problematik an. Dort fangen die Aggressionen an. Dort fangen eigentlich auch die ganzen Angstzustände an, weil der Hund irgendwann merkt, oh Scheiße, nach einer gewissen Zeit werde ich immer wieder weggegeben. Meine Herren gehen und es kommen wieder neue Leute und die wollen dann wieder neue Sachen von mir, Ja. oder? Dort heisst Mhm. es zum Beispiel nicht mehr Platz, Sitz, sondern Hock Down und und was auch Hock immer, ja. und das ist für den Hund ein riesen Stress, weil der Hund arbeitet ja nicht mit den Buchstaben, wie wir es sagen, sondern mit den Lauten. Mhm. Und der weiss einfach nur, Scheiße, die wollen etwas von mir, ich komme nicht raus und dann kommt der in einen riesen Stress. Und ich sage jetzt einfach, nach meiner Meinung ist das Thema Kampfhund etwas, das sehr, sehr weit gefächert ist und auch schwierig ist, einfach sagen, wir sollten jetzt den Kampfhund aus dem Weg gehen oder nicht, aber ich bin grundsätzlich aber auch der Meinung, die Leute, die sich unsicher fühlen, sollen lieber aus dem Weg gehen, weil das Risiko ist einfach, dass für beide Seiten schlechte Erfahrungen entstehen gross, oder?
Und der Mensch sieht halt nur das, was er als Sichtwert sieht, aber eine falsche Handhabung mit einem Hund, zum Beispiel kleine Kinder, die auf den Hund auf den Kopf hauen oder irgendwelche Sachen machen, sieht man immer wieder, wo die Eltern nicht aufpassen, die Kinder plagen die Tiere. Und was passiert? Das Tier merkt sich und wird dann aggressiv gegenüber anderen Menschen oder andere Kinder, die man gar nicht identifizieren kann. Der weiss einfach nur, die Kinder haben mich geplagt oder die Kinder haben mich geplagt. Und er kann nicht sagen, das ist dem Hans-Uli seine Kinder oder dem seine Kinder. Und oftmals ist eigentlich der Mensch, der dort muss besser schauen muss. Ja, das ist safe so. Das ist sowas von so. Und ich meine eben, wenn du nur schon einen Hund holst, nur wegen Status und Aussehen und ihn schon fast dressierst, dass er immer aggressiv schaut und alles, du musst nicht erwarten, dass die Leute nachher zu dem gehen. Ja, und das ist einfach das, wo ich selber gehe dem Ganzen aus dem Weg und sage ganz klar, ich habe lieber nur Leute um meinen Hund, wo ich kann sagen, die Kinder oder die Leute, die wissen, was sie machen, und dann geht dann lieber denen aus dem Weg, die ich nicht kenne, weil ich habe eigentlich, ich will nur meinen Hund schützen. Viele Leute haben das Gefühl, wieso geht der aus dem Weg mit dem Hund? Ist ein gefährlicher Hund. Das ist mir eigentlich gleich, aber ich weiß genau, dass ich so meinen Hund kann schützen kann, wenn ich dem nicht außergewöhnliche Situationen bringe mit Kindern oder Erwachsenen, die sie nicht kennen, oder? Okay. Ja, der Hund ist wie veraltet. Ein fremder Hund, aber das ist hure weit hergeholt. Was? In allem. Was? Man kann ja nicht erwarten, dass jeder muss wissen, wie man einen Hund muss behandeln Nein, aber andere Hundebesitzer ist da, Ja, glaube ich, gemeint. ich denke es auch. Als Hundehalter halt. Ja, dann schon, ja. Ja, Also also wenn du ja. einen Hund holst, dann musst du eigentlich schon wirklich alles Ja. wissen. Speziell von deinem eigenen Hund. Ja. Ja, Wie er dann ist, wie gibt er es einfach reagiert, was auch, er macht. dann gibt's auch wie eine stillschweigende Regel, wenn du den Hund an der Leine hast, sollte dein Gegenpart den Hund auch an die Leine nehmen. Wenn leinenpflichtige Orte sind, garantiert der Hund auch die Leine nehmen. Und wenn du deinen Hund nicht kannst abrufen, musst du noch an der Leine haben. Aber das sind echt Sachen, das machst du einfach nicht, oder? Einen Oder? Hund führen an Orten, wo Leinenpflicht ist, dann kannst du ihn nicht abrufen und dann kommt dein Hund belästigen und dann musst du echt sagen, ja, sorry, aber wenn mein Hund zubeißt, ist echt dein Hund 2 Stückchen, oder? Ja. Und Das haben wir ja auch. oftmals passiert das eigentlich. Solche, die eben einen Listenhund haben, sind viel vorsichtiger auf der Welt, also sind viel vorsichtiger unterwegs, weil sind die mit den Säckchen, die ihre Häufchen aufnehmen, sind die an den Regeln halten, wo sie ein bisschen Angst haben, oder? Dann solche, die nicht zu ihren Hund schauen, sind die eigentlich die besten. Die anderen, die echt so kleine Hosenscheisser dabei haben oder Hunde, wo sie sagen, ja, nein, was ist denn das? Das ist doch keine Sache, ich kann meinen Hund abrufen und dann kommt es dann darauf an und dann können sie dann nichts, oder? Der Hund macht, was er will. Ja. Ja, wir haben ja selber ja so einen Vorfall erlebt. Jetzt zweite, so Das halbwegs. ist ja so. Das ist die Halterin, das ist die erlegste, es ist ist unter der Gürtellinie gewesen, wie sie sich verhalten hat. 3 Hunde an einer schmalen Strecke, wo wir kaum durchlaufen können, wo Leinenpflicht ist, hat sie ihre Hunde nicht an der Leine. 2 Männchen und ein Weibchen. Und die Männchen bedrängen die Weibchen bedrängen von uns, die wir dabei hatten. Und die Frau sagt, ja, was ist denn das? Das ist doch nichts, unsere Hunde machen nichts. Wir sollen nicht so schwierig tun. Und dann muss ich einfach sagen, genau solche Leute tun eigentlich das ganze Zeug problematisch machen. Oder? Da entstehen zwischen den Hunden in einem Bedrängnis, wo sie bedrängt worden sind, eng ist, tun sie eigentlich dann aggressiv reagieren. Das ist echt eine normale Reaktion, würden wir Menschen auch machen. Weil jetzt eine Frau, die von einem Mann zwischen den Beinen angelenkt wird, hält die auch einfach rein. Und das ist Warte, das ist normal. nicht normal. Und Er ist andersrum darf der Trump-Fan, Hund sich weißt nicht wehren. du? Der Rocco ist Ja, ich Trump-Fan, glaube darum. schon, ja. Also da zu Bern kennen wir es nicht so, ne? Ja, ja. Er ist Ausländer. keinen Mullkorb. Und da brauchst du irgendwie Fesseln oder so. So, Nein, macht schon Sinn. Macht schon Sinn. gut. Wollt irgendjemand gerade in Discord kommen und sich beteiligen? Sonst würde ich schnell zu einem anderen Unterthema übergehen. Gut. Ja, wenn es für euch in Ordnung ist, tue ich mich da hier verabschieden. Jetzt schon?
Ja, Nein, komm jetzt. Ich habe noch ein paar Sachen. nein, ist Kannst nicht doch. gut, weißt du. Ach was. Noch ein letzter Punkt und dann können wir den Also komm. fertig machen. Also, ich habe hier noch aufgeschrieben von Rolle der Medien. Und zwar, ich habe jetzt bei 20 Minuten habe ich eingegeben Kampfhund. Und ich habe da so ein Datum, ich weiß, dass es 2020 Minuten glaub ich, noch nicht gegeben hat, aber oder vielleicht schon, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, hat's, es sind nicht alle, es hat auch jetzt El Chapo und so, hat zwar nicht mit dem zu tun, aber es sind 401 Ergebnisse, also knapp 400. Viel eben so Dogge Bandito, was haben wir da, Ist das jetzt viel Angriff. oder wenig für dich? Ich finde es viel. Kampfhund zerfleischt Spaniel, Kampfhund beißt sich an Kind fest, Mädchen im Wald Du vom meinst, dass sie Kampfhund das Wort angegriffen. Kampfhund nutzen? Nein, einfach ich will, weißt du, wenn ich jetzt eingebe, ich gebe jetzt mal ein, Auf Ausländer? Pitbull. So geil. Wenn ich es richtig eingebe, habe ich Pitbull richtig eingegeben? Ich glaube es. 470, 475. Was noch mehr? Ja, so oft beißen Hunde wirklich zu. Du liebst Hunde, dann Kampfhund beißt bla bla bla. Hadu, wenn Ja. du gerade dort bist, so oft beißen Hunde wirklich zu. Dort das Thema dort, oder? Hat man in den Medien auch aufgerollt, wie der Hund gehalten ist worden? Wahrscheinlich Ja, nicht. das ist der Ding, ist es der Dings da, der Chico? Der in Deutschland, Chico, genau. Genau. Also Chico ist Dings. Also ich glaube, es ist sogar der Chico da auf dem Bild. Ja, es ist der Chico, ja. Genau. Das ist auch ein Amstaff-Mischling. Oder? Ist ein Amstaff-Mischling. Ja, es ist, glaube ich, sogar ein Amstaff, der in Deutschland darfst du keine Pitbulls halten. Das muss ein Amstaff Okay. sein, registriert. Okay. Auf jeden Fall, der hat die Halterin plus Sohn zu Tod gebissen. Damn. Ja, aber der Hund, sie sind nicht klargekommen mit dem Hund. Und der ist in einem kleinen Käfig drin, hat er gelebt. Und zum Gassi gehen, also zum Pissen und weiss nicht was, haben sie ihn einfach schnell auf den Balkon gelassen. Also der war nonstop eingesperrt gewesen. Okay. Also die Leute... Und du musst dir auch vorstellen, was da mit der Psyche passiert, Rocco, jetzt, wo du ja selber noch kein Hund in dieser Art. Die Hunde, denen wird irgendwann entsteht eigentlich langweilig wird's ihnen. Und dann fangen sie an zu lärmen. Sie bauen, rennen und sagen, hey, ich will etwas anderes machen. Was passiert in dem Moment, wenn du mit deinem Leben nicht klarkommst? Du holst den Hund. Der Hund merkt, oh Scheiße, der holt mich immer. Irgendwann wird der Hund, merkt er, hey, der holt mich ständig nur, der tut mich nur plagen und fängt sich an zu wehren. Und dann, wo er sich gewehrt hat, hat er halt beide zu Tod gebissen. Genau. Und der ist dann nicht auf den Hals gesäckelt, sondern der hat sich sicher wieder mal gewehrt, wo er geschlagen ist worden. Und das ist echt das, was mir eigentlich auch ein bisschen fehlt jetzt bei diesen Medien, oder? Wir reden eigentlich so weit über Kampfhunde, bis es interessant ist, dass Leute schauen, oh ja, Thema Kampfhund, der Hund beißt ein Mädchen zu Tode, ist ein guter Spoiler, Titel, aber nicht interessant, wenn man jetzt berichten, der Hund hat echt das Mädchen gebissen, das sie dann vorher verdroschen hat oder so. Ja. Und ich sage jetzt mal so, ein Baby kann nichts dafür, aber für solche Hunde ist halt das Baby wie Futter, oder? Es ist Futterhöhe. Und in der Natur ist es halt echt ganz brutal, alles was kleiner ist, wird halt gegessen, oder? Ja. Ja, aber eben, also Zani hat ja vorhin geschrieben, die werden Nanny Dogs genannt, also unsere Hunde werden Nanny Dogs genannt in England. Also im Normalfall haben sie ja eigentlich recht hohe Hemmschwelle gegen Menschen, also die Menschen zu beißen. Ich meine, es sind ja Kampfhunde gewesen, die haben gegen andere, also haben sie ja müssen kämpfen. Das ist ja so. Und sie haben aber, sie haben sie ja irgendwann müssen auseinandernehmen, sie haben die Menschen nicht beißen. Also diese Hemmschwelle haben sie eigentlich. Das heisst einfach, der Besitzer, der jetzige Besitzer, der macht halt irgendetwas falsch. Tut sie auch, also hauptsächlich auch vermenschlichen, was du eigentlich auch nicht machen mit einem Hund. Tun sie vermenschlichen und dann haben sie dann eine Kontrolle und dürfen sie dann machen, was sie wollen, die Hunde. Und das führt dann auch dazu, dass sie dann eben unter Umständen Kinder, Menschen, was auch immer angreifen. Ja, jetzt aber was Also- jetzt zum Beispiel auch von dir gefällt hat, es gibt auch gute Berichte über einen Hund, der... Auf das wollte ich kommen. Auf das Ja. ich bin jetzt noch nicht so weit gewesen, aber auf das werde ich auch noch kommen. Also,
das Einzige, was mir jetzt spontan in den Sinn gekommen ist, und das kennst du ja auch, ist das da gewesen, da. Ein Dalmatiner ist im Tessin Winterthur ist er, in einen Wasserwald gekommen und ist gestorben leider. Und der Hund da, der Quanto, ist ein Suchhund, das ist auch ein Steffi. Und das ist allerdings der Hund von der Präsidentin, oder was ist es? Ja, genau, ja. Vom Steffi Club, das sieht jetzt scheiße aus. Vom Steffi Club in der Schweiz. Also es ist ein Steffi gewesen, also das ist irgendwie da passiert, da. Und es war ein Steffi gewesen, der dann nachher den gefunden hat. Also es ist nicht so, dass es nur, also dass die immer nur aggressiv sind, logischerweise. Das ist ein ausgebildeter Suchhund, das steht glaube ich irgendwann auch. Aber das Lustige ist, da unten im Text steht nichts von wegen Staffordshire Bull Terrier. Das ist ja so. Da steht nichts. Wo steht es? Es steht da oben, warte schnell, es sind 8 Bilder. Und zwar da, jetzt kommt er. Im 6. Bild steht Quanto, ein Staffordshire Bull Terrier. Hat mehrere Prüfungen abgelegt und ist nun ausgebildeter Tiersuchhund. Und das ist fertig. Aber was mir dort echt fällt, zum Beispiel, dass man dort sagen, der bösartige Kampfhund ist eigentlich ein Lebensretter oder ja, so. Das ist, aber das ist... Das ist nicht interessant für die Medien. Ja, aber das ist auch nicht die Aufgabe der Medien in dem Sinn. Das ist jetzt blöd. Aber die Medien tut auch nur das schreiben, wo der Mensch oder wo die Gesellschaft lesen, oder? Und das ist viel interessanter, wenn man liest, dass ein Kampfhund irgendjemand zu Tod gebissen hat, also ein Kampfhund irgendjemand das Leben rettet, oder? Das wäre ja viel schöner, wenn es der Labrador macht oder der Schäferhund macht. Und es wird auch stehen, es wäre auch gestanden, Labrador findet bla bla bla. Genau. Wenn es ein Labrador gewesen wäre. Ich sage jetzt mal so, das Thema Medien ist etwas, für mich ist das ein Thema, wo ich muss sagen, es ist, über das rede ich nicht. Weil im Facebook, wenn man sich in der Liste Hunde Seite teilnimmt, also da in dieser Gruppe dabei ist, bekommt man Informationen über, wie viele Hunde in ihrer Welt ihre Herrchen, ihre Leute gerettet haben oder sogar ihr Leben geopfert haben, oder? In Indien ist ein Dobermann, das sind auch Listenhunde, 3 Dobermann haben sich gegen 2 giftige Kobras gewehrt, dass sie nicht ins Haus reinkommen und quasi die Leute könnten beschädigen, oder? Also angreifen. Und in diesem Kampf haben sie das Leben verloren. Aber das wird nie in 20 Minuten irgendwo stehen, Dobermann rettet Herrchen das Leben. Ist schon interessanter, wenn man schreiben würde, Kampfhund hat das Herrchen tot gebissen oder so. Ja, natürlich. Aber das ist also, es geht ja nicht nur um die Hunde jetzt. Das kannst du genauso gut sagen, weiß doch nicht, mit Muslimen. Oder mit Ausländern oder was auch immer. Das kannst du mit Ausländern genau gleich sagen. Genau, also weißt du, das ist halt, Medien sind halt nicht an positiven Sachen interessiert. Weil die Leser nicht an dem interessiert sind. Ja. Weißt du, es wäre jetzt auch, also ich hätte mich jetzt verwundert, wenn wir jetzt Leute hätten gehabt, die reingeschrieben hätten, dass Kampfhunde verboten werden oder eben die sollten komplett verbannt werden, die Rassen. Das ist eigentlich der Alltag, oder? Wo man als Kampfhundbesitzer, so wie man das bezeichnet wird, angeschaut wird und ich sage jetzt mal mit einer dunklen Hautfarbe ist es aber noch sehr schwierig, oder? Die schauen die an, schauen den Hund und dann gehst du in ein Klischee rein. Ja. Aber ich stehe zu dem, was ich habe und ich würde mir nie mehr eine andere Sorte Hunde suchen tun als einen Kampfhund, oder wenn die Liste noch gibt. Also ich muss sagen, also unser Publikum ist relativ... Also ich habe mehr Diskussionen wegen Ausländern als wegen... ja, aber weißt du, ich finde das Publikum, das wir amigs haben jetzt da, die überlegen sich amigs ein bisschen, bevor sie schreiben. Also wir haben jetzt nie irgendwie so Diskussionen gehabt, die sind alle dumm und bla bla bla. Also, ja, das gibt's auch. Ja, also von dem her, also es wird, die überlegen sich schon etwas. Das sind jetzt nicht irgendwelche Leute, die einfach aus dem Buch raus etwas schreiben. Die gibt's, aber nicht so oft. Ja. Genau, Swiss Spectre. Das ist genau das Clickbait. Aber ja. Sie müssen Klicks generieren. Was bringt einem, wenn sie schreiben, Dobermann rettet Familie vor... Einfach alle einen Topf werfen, genau. Das können wir doch. Genau, einfach sagen, hey, Kampfhund beißt Kind. Und dann kommt eine ältere Dame, sieht den Goodie mit dem Kampfhund und sagt, oh no, ich habe 20 Minuten gelesen, das ist ein gefährlicher. Ja. Und der ist ein Ausländer und hat noch Dings, hat einen Kampfhund, okay, fertig. Der Rapper ist ja sicher auch noch. Abschirm. Genau.
Das ist ja so. Nur ist es einfach so, der Ausländer, der im Kampf kommt, hat immer ein Säckchen dabei, wo der Hund an der Leine führt. Genau. Und sie, die einen beurteilen, sind die am Nachbar gehen, die Fütterungscontainer schmeißen ohne Marken, oder? Sättige haben wir da viel in der Umgebung, weißt Aber ja. Ist halt immer eine andere Sicht, oder? Für jemanden, der einen Hund hat, sieht es anders. Das ist ja so. Ja. Also Jungs, ich tue mich verabschieden. Für mich war das sehr interessant gewesen. Ja, merci auch fürs Kommen. Merci. Und es war spannend gewesen, mit jemandem, der nichts mit der Rasse zu tun hat, Genau. um darüber zu diskutieren. Aber ich war auch froh gewesen, dass du nicht irgendwie voreingekommen in das Ding bist reingekommen, Podcast. Du bist offen gewesen, das war schön gewesen. Mit so jemandem kann man sich auch unterhalten, oder? Meinst du jetzt mich? Ja, Aha, Natürlich okay. meint er dich. weil der Hedu hat ja einen Ja, Hund keine Ahnung, und, weiss Ich bin vorgenommen. genau, dass sie gut sind, hast du voreingenommen. Genau. Passt Ja schon. gut, also. Also, Wenn wir noch kurz bleiben hätten. Naja, oder? wir bleiben noch schnell. Ich rufe Okay. schnell über Dings an. Damit die Cam reinholen kann. Gut, Gudi, Ah, merci nein, vielmals. nein. Aber gut, merci, gell? gut, merci zusammen, Also, danke. tschüss, Gudi. Ciao. Warte schnell. Machen wir noch schnell ein paar Minuten, weißt du? Bis ich Ja, alles aber da wollte ich dich schnell reinholen. Nein, wegen ein paar Minuten. Wir machen die Abschluss. Gut, Ich, warte schnell, wo habe ich jetzt mein Word? Ja, gibt es noch irgendetwas, was du willst wissen von mir? Rocco, also bezüglich Dings. why you gay? Ja, genau, Kampfhund. Was machst du, wenn einer zu dir kommt und Angst hat? Weil, wie gesagt, ich habe hohen Respekt vor Hunden. Ich will Also nicht sagen, ich ehrlich habe gesagt- Angst, aber Respekt. Wenn ich jetzt aber zu dir käme und ich sage, der hat, was muss ich machen? Also Ja, schau, ich ich meine, meine, du weißt ja, wie du darfst Angst haben. Du Ja, solltest, logisch. weißt, ich meine, du solltest auch Angst haben. Weißt, das ist ja nicht so ein Problem. Das Problem ist einfach halt, weißt, wie reagierst du? Der Hund merkt das normalerweise, dass du Angst hast, aber es interessiert ihn nicht. Aber sagen wir mal, ich will ihn jetzt streicheln oder Hallo Ja. sagen. Ich weiss Also, es auch nicht. wenn du musst den Hund kommen. Also ich kenne mich halt nicht so gut aus. Wenn jetzt meine Freundin da gewesen wäre, die hätte sicher ein bisschen mehr können sagen zu dem, aber du musst den Hund machen. Also nicht auf den Hund zurennen, zugehen. Genau. Nicht anschauen, nicht anlängen, einfach am Anfang mal warten. Also knallhart ignorieren. Genau. Ignorieren und schauen, was der Hund macht. Das ist mir auch schon gesagt worden, das weiss ich. Dann schaust Aber mal, das was- mache ich auch von mir aus selber. Einfach, ich ignoriere ihn erst, bis ich weiss, was abgeht. Genau. Und danach schaust du einfach, dass der Hund Kontakt aufnimmt mit dir. Und wenn du merkst, es ist interessiert. Schnüffelt oder... Genau, schnüffelt oder irgendwie. Also jetzt unser Hund, der würde wahrscheinlich dich anspringen. Okay. Die liebt Ein es, nein. Die liebt es, wenn Besuch gekommen ist. Nee. Schwänzeln und streicheln mich und weiss nicht was. Egal ob. Mit dem hat jetzt nicht das Problem, aber jetzt weiss ich es zum Beispiel. Ja, Wüsste ja. ich es jetzt nicht. Ich würd Ja, da kannst du verdammt einfach Gedanken ruhig bleiben, wenn es geht. Ruhig bleiben. Genau so, ja. Nicht eben, einfach und warten. Nicht auf den Hund zugehen. Auch nicht runtergehen, gehen streicheln und weiss nicht was. Einfach mal warten und schauen, wie es reagiert. Genauso wie sie sagt, habe ich es auch bei ihm gesehen, aber eben, ob es jetzt am Schluss richtig ist und plus es ist ja Hund für Hund, weißt du? Ja, aber weißt, grundsätzlich kannst du es wahrscheinlich schon anwenden. Ich bin nicht so der Fan vom Sesam Milan. Aber Ich bin aber da so gemischte Gefühle, keine Ahnung. Aber einfach so, das sind jetzt so Sachen, wo ich das Gefühl habe, das kann man anwenden. Dass man den Hund sollte mal am Anfang mal... Weil Also Standardsachen. Ja, wenn du dem Hund direkt in die Augen schaust, ist das ist sowieso Bedrohung. Für einen Anfang. Und wenn Schon? wenn er die, also weißt, Ja, generell. ich finde aber Hund schön, ich schaue sie gerne an, weißt du? Ja, aber der wartet Dann halt schaue ein ich sie bisschen. an und dann... Aber okay, ja, macht Sinn. Dann wartest du ein bisschen und schaust, wie es reagiert. Und dann kannst du halt eben streicheln oder spielen oder einfach halt nichts machen. Also weißt, es kann schon sein, dass der Hund... Kampfkatze. Ja, habe ich auch ein paar. Soll ich sie auch noch Katzen haben schnell- mich einfach nie gern, Mann. Katzen haben mich noch nie Ja. gern gehabt. Ja. Ist er wegen dieser noch reden? Habt ihr gesehen, Leute, was da die eine gemacht hat? Das Ja, Videozeug. ja. Weil das ist für mich so das beste Beispiel, um zu zeigen, wie man einen Hund nicht behandeln Das war, glaube ich, sogar ein Dobermann, gewesen, oder nicht? Ich meinte es aber. Ich meinte es.
Bin mir nicht sicher. Aber das Video darfst du nicht zeigen. Das war legit Animal Abuse, weiß nicht. Ja, es ist eben Animal Abuse, nein, ist nicht da. Die Kollegin hat einen Hund und ich komme von... Was? Wo, wenn ich komme, einen Maulwurf, nicht weil ich es anschwinde, sondern der Hund beißt immer. Der Hund ist mega lieb, aber er hasst mich. Ich probiere mich mit ihm abzugehen, aber der Hund hat absolut nichts mit mir zu tun. Ich finde ihn witzig. Okay. Okay. Also das habe ich noch nie erlebt. Jetzt denke ich. Aber das war jetzt eine Situation, wo ich jetzt würde sagen, I'm out. Weißt, erstens will ich nicht, dass der Hund einen Maulwurf muss anhaben und zweitens, ich muss ja nicht täten. Da wäre ich nicht unbedingt dumm. Ja, es hat jetzt noch ein Video gegeben von einer Streamerin, die während dem... Nein, nicht Streamerin, YouTuberin. YouTuber. Sie hat... Ich nicht, Sani, nein. Seitdem ich weiß, Sani. Ich habe früher mal auf eine Kollegin Hund geholt, das war ein französischer Bulldogger, die kleine. Er hat die gemütlichsten Hurenhunde. Der ist gekommen, haben eine Runde mit ihm gespielt und hat gepennt. Das war so geil. Ich habe maximal so Hunde gehabt. Mein Cousin hat aber wiederum auch schon so Listenhunde gehabt. Und er hat aber auch schon mal einen Rottweiler-Mix gehabt. Ich weiß nicht mehr, mit was es war. Aber der Hund war so schwer, Mann. Und der war aggressiv, aber mega, wie soll ich sagen, kontrolliert. Keine Ahnung, er hat ihn absolut im Griff gehabt. So gut im Griff, dass ich nachher führen, weißt du, was ich meine? Aber trotzdem, Mann, mein Herz, ey. Hampi, nein, nicht die Katze umwirft. Das ist eine, die hat ein Video machen wollte. Aber ich glaube, es war der Obermann, den sie hatte. Erzähl mal die Story. Während dem Video machen ist der Hund halt immer wieder gekommen und hat sie abschlecken und wollte mit ihr spielen. Und die schöpft ihn und schlägt und schreit und weiss nicht was. Ja, und dann hat sie dann nachher, statt das Video, das sie dann eigentlich hätte aufladen, hat sie nachher das aus Versehen, also das Video aufgeladen, wo sie da den Hund missbraucht quasi. Also, so ein Kontext ist so eine YouTuberin, die halt auf den Hund eingeht und mega so happy Hund und schau, was ich mit meinem Hund mache. Und da hat sie aber das falsche Video aufgeladen. Bei der Aufnahme. Da. Und dort hast du aber gesehen, wie sie den Hund wirklich halb misshandelt hat. Ich weiß nicht, ob man das kann sagen. Angespuckt hat, geschlagen hat. Also da. Ich zeige das Video nicht, aber das ist Dings. Ja. 20 Minuten Schlagziele. YouTuberin schlägt auf ihren Dobermann ein. Das ist eben auch ein Listenhund eigentlich. In einem Auch schöne Hunde, man. Ja, ist ein schöner Hund. Also, warte schnell, was haben wir? Hohe elegante Hunde, keine Ahnung. Dobermann. Und ihre Entschuldigung ist halt nochmal... Ja, eigentlich bin ich nicht so und ich habe Hunde, ich liebe Hunde und bla bla bla. Das ist einfach Bullshit, was sie da rauslässt. Das ist ein Dobermann da. Was hat sie da geschrieben? Wo steht Entschuldigung? Die wird safe den Hund verlieren. Weißt du, wenn ich dir vorstelle, Leute, sie hat halt das Video gemacht und das finde ich schon allein behindert. Ja. Dass sie aus Versehen halt das falsche Video verladen hat. Das ist so stupid. Und dort siehst du halt, ganz selber googeln. Man darf jetzt echt nicht zeigen. Da die Wie sie halt mega happy macht und zwischendurch wieder Hund sie nervt und sie halt wirklich ihn wegschifft, schlägt. Und aber einmal sogar anspuckt angeblich der Hund, weil sie sich so aufregt. Weil sie ist momentan in dem Modus, ich muss nur Klicks generieren, Money machen und für das ist der Hund perfekt, alle haben Freude am Hund. Und da hat sie wahrscheinlich einfach die Schnauze voll. Und ihre Entschuldigung ist irgendwie, ich habe einen schlechten Tag und normalerweise bin ich nicht so. Ja. Ich liebe meinen Hund und weiss nicht was. Also ich glaube ihr schon, dass sie ihn liebt, aber halt... Echt die Art und Weise, wie sie das halt... Genau, wahrscheinlich, ja. Ja gut. Das ist dann schon Next Level. Und das mit der Katze ist eben, haben wir ja letztes Mal angeredet, das ist eben behindert. Also das mit dem Katz schießen, über das haben wir ja geredet, es ist zwar blöd, Genau. aber die Katze überlebt das eigentlich. Also das ist eigentlich nicht so. Also nicht, dass sie es machen würde, es ist einfach die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, das ist einfach ein bisschen blöd gewesen. Genau, aber das haben wir ja gesagt, genau. dass, wie sie es gemacht hat. Weil sie hat die Katze gepackt, und einfach über sich hinterher ohne zu geschossen. schauen. Genau. Die Katze überlebt das Ja, easy. ja, das heißt, ist null aber Problem. holy shit, man. So im Affekt drin, man. Bam, du regst dich auf, bam, kannst packen und einfach hinterher werfen. Aber eben, ich habe gesagt, das andere ist viel schlimmer, wo sie Wodka einem Katz gibt. Das ist nachher wirklich abgefuckt, ja. Das ist am schlimmsten. Und
sie bekommen nicht mal Ärger dafür. Und Ja. nicht nur bekommen sie nicht Ärger dafür, sondern andere, die sie kritisieren, bekommen Ärger dafür. Es sind Leute gebannt worden, weil sie kritisiert haben deshalb. Während sie früher können weitermachen wie immer. Das ist definitiv so. Ja, eben. Ich meine, wenn du eine Person schlägst, hast du die Person geschlagen, du kannst nicht sagen, oh, ich habe einen schlechten Tag gehabt. Dann erst recht, finde ich. Oder? Wenn du einen schlechten Tag hast und einfach drin hast, genau dann solltest du es eben nicht machen. Oder? Genau dann musst du reagieren. Weil was passiert, wenn du ein anderes Mal einen schlechten Tag hast? Dann passiert es ja wieder. Ja. Das ist so abgefuckt. Ey. Naja, das wollen wir besprechen. Gut. Also, hast du noch etwas gehabt? Nein. Ich hätte aber gerne noch mit dem Gudi noch etwas gemacht, aber der ist einfach abgehauen, ohne etwas zu sagen. Sind wahrscheinlich müssen weg. Ja, Ja, ist gut, er hat gut geredet. Noch mal an andere Sicht gesagt. genau. Der nächste Podcast, wieder runtergesendet, läuft jetzt gerade 15.09.19. Ich weiß. Nein. Was? Nächste Woche direkt. Ja, das ist so ein Podcast. Ja, es bleibt genau gleich. Okay, nächste Woche direkt anfangen. Gut. Mach schnell. Banner oben. Ja, musst nicht ändern. Doch, mach schnell. Wo ist es da? Nächster Szene noch, weil ich Podcast habe das Respektor aber mit ist Rubin und dem nächste Ende letztes Mal schon Woche. geredet und sie haben aber auch schon mal Bock gehabt und gesagt, weißt du, was machen wir doch? Machen wir auch das dritte. Und ich will sehr auch mehr machen, darum bin ich jetzt auch mehr mit dabei. Aber wird es ein Dann Podcast oder so ein Standard? Egal. So wie jetzt? Okay. Nein, Politik reden wir wahrscheinlich selten. Wenn nicht. Und was wir. hast du für ein Thema? Das muss ich noch schauen, bin am Vorbereiten. Okay. Ich muss überhaupt noch OBS einrichten und alles. Und, Religion und Politik werden wahrscheinlich eher in meiner, wenn ich da dabei bin. Also ich persönlich habe mir gesagt, Religion und Politik wollte ich nicht besprechen. Man Ja, kann ja. es anreißen, aber nicht so voll Wenn Thema. überhaupt, wahrscheinlich mit mir zusammen. Ich bin nämlich nächste Woche nicht dabei, also das ist der Rocco allein. Also allein, als Host allein. Stream meinst du in dem Fall. Ja, also dann, wo ich sag's mal dabei bin, das war der 15. Und dann ist das Thema gemacht. Nein, ich sage nur, einfach, Aha. warte schnell. Next Podcast mit CPT Head. 15.09.2019. Ach so, ja, das kannst du natürlich auch nicht. 2019. Oh shit, schau den Text an. Nein, ja, aus Versehen Enter gedrückt. Ich weiß es auch noch nicht, aber ich habe ja noch mal eine Zeit, ein bisschen mehr. Ja. Wir geben es ja sowieso meistens kurz davor Bescheid. Sorry. Bekannt meine ich. Aber es wird wahrscheinlich Es ist einfach Politik so oder Religion sein. Nein. Hey, was ich mir überlegt habe, ist, es ist zwar jetzt bis dann wahrscheinlich sowieso schon out of date, aber wegen diesen Gaming-Shooting-Debatte, die jetzt wieder aufgeflammt ist, Das war echt dass nice wir vielleicht das nehmen. Ich muss mir einfach, ich gehe wahrscheinlich, ich tendiere zu dem Thema. Das machst du Das nicht wäre nächste echt Woche. Also, aber ja, das habe ich sogar überlegt, aber das kann ich dann auf zukommen. Das habe ich mir überlegt, weil eben mit den Shootings, die jetzt letzte Woche waren und der Präsident hat ja allem Schuld gegeben, nur nicht der Waffe und sich selber. Er ist perfekt, Naja, okay. ja, das ist klar. Grabben bei der Pussy. Genau, graben bei der Pussy. Gut, So habe ich es gelernt, sorry. also, dann würde ich sagen, dass wir uns für heute verabschieden. Merci vielmals an alle, die mitgemacht haben, die reg diskutiert haben. Merci an Rocca, dass du dabei warst. Bis nächstes Mal. Also ich bin wieder am 15.09. dabei. Der Rocca sowieso gesagt, nächste Woche. Ich wollte es aber schon ein bisschen öfters machen, darum. Ja. Gut. Vielleicht schaue ich auch rein. Mal schauen. Ja, das können wir ja dann abmachen. Also er geht schon nicht weg, das ist schon Naja. Minimum einmal im Monat rum. Mit so Ja. bestimmten Themen, das ist Ja. gut. Ich mache ein bisschen die heißeren Themen. Also, über mich einfach. Richtig.
Nein, Apropos Leute, ich bin immer noch überlegen, ob ich das Zeug nachher weiter auflade. Ich habe immer noch Spotify im Blick und alles, aber ich muss noch schauen, wie ich das genau einrichte. Das kostet auch alles. Ja. Gut. Also, merci vielmals fürs Beischauen. Bis zum nächsten Eben das Mal. Schöne. Tschüss zusammen. Tschüss.